ein Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Und das wäre schon die erste so Denkaufgabe an euch, die ich eure Hilfe brauche. Hey, Wunder von Gott oder Wunder von Jesus, wenn ich das sage, was kommt da so ganz spontan in den Sinn, einfach vorrufen. Was kennen wir für Wunder? Wasser zu Wein. Prost, ja, wieder. Lass mich laufen. Jawohl. Super. Du verstehst. Wasser laufen. Überleben im Walfisch. Sehr gut, ja. Bringen wir noch ein paar zusammen oder haben wir schon so das Wesentliche? Menschen verändern sich. Genau, das sind doch schon viele paar. Noch die ein oder andere Totenauferweckung haben wir noch und diverse Heilungsgeschichten, genau. Und es gibt sicher noch ein paar andere. Messi brauchen wir noch, für später. Der Gottesdienst heute Morgen ist der Abschluss der Sauerei, einem Festival, das schon am Freitagabend hier angefangen hat. Ein Festival, ein Ort zum Feiern. Und zum Feiern da gehört einfach mal sicher gute Musik. Da gehört angenehme Leute, das ist ganz wichtig. Ein passendes Ambiente, ein feines Essen und natürlich auch etwas Gutes zu trinken. Das Passende zu trinken und das ist jetzt bei mir entgegen allen Metal-Gepflogenheiten nicht unbedingt Bier, sondern halt doch eher der Wein. Und darum freut es mich sehr, dass natürlich das, was als erstes gesagt wurde, dass es in der Bibel auch ein Wunder gibt zum Thema Wein und dass ich mal eine Chance bekomme, über das zu predigen. Vielleicht ist euch die Geschichte bekannt, falls nicht oder nicht mehr ganz präsent, würde es Jan sie noch mal lesen, damit wir alle wieder so auf dem gleichen Stand sind. Und am 3. Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Merci, Jan. Was passiert in dieser Geschichte? Es ist ein Hochzeitsfest. Die scheinen zu biblischen Zeiten doch ein bisschen länger gegangen zu sein. Es ist auch schon der 3. Tag. Und jetzt geht der Wein aus. Die Maria fordert Jesus auf, er möge doch bitte helfen. Er ist nicht hell begeistert von dieser Aufforderung, macht dann aber gleich irgendetwas. Und plötzlich hat sie diese Steinwasserkrüge, die hier rumstehen, Wein. Und wenn man sich das so vorstellt, das sind jetzt nicht so Krüge wie wir, so Wasserkrüge wie wir auf dem Tisch haben zum Essen, sondern das sind wirklich so 100 Liter Gefäße, kann ich mir erklären.
gefüllt mit Wasser, die braucht man, oder hat man auch nicht gebraucht zum Trinken, sondern mehr so zum sich waschen. Soll ja zu biblischen Zeiten recht staubig gewesen sein. Und generell so am 3. Tag von einem Fest ist vielleicht irgendwie ein bisschen Wasser mal so im Körper sowieso nicht schlecht. Darum waren die dort. So. Jetzt gibt Jesus den Diener Anweisung, sie möchten die Krüge bitte mit Wasser auffüllen. Und dann im Speisemeister, im Verantwortlichen, heute würde man vielleicht sagen, ist so der Chef des Service an einem Fest, dem davon zu bringen. Und das wird so gemacht. Die Diener füllen Wasserkrüge auf. Warum dass sie das machen, ist nicht ganz klar. Vielleicht haben sie ein bisschen Angst vor Maria, die vorher gesagt hat, bitte ja, was mein Sohn noch gesagt hat. Auf jeden Fall, sie machen es. Sie bringen das Wasser daraus raus, oder einfach das, was da drin ist, im Speisemeister. Der probiert und ist völlig überrascht, weil das, was er zu trinken bekommt, ist ein sehr hochwertiger Wein. Und er geht nachher zum Bräutigam und fragt, hey, warum hast du den Wein so lange zurückgehalten? So vielleicht im Sinn von, hey, wo hast du genau den versteckt gehabt? Der Speisemeister, der weiss nicht, dass das, was er trinkt, aus dem Wasserkrug kommt. Dass das aus dem kommt. Der kommt nur das Glas über, oder der Becher, oder was es war, das Funkgefäß. Soweit die Geschichte. Es hat diverse Sachen da drin, die sehr spannend sind, um darüber nachzudenken. Wir können zum Beispiel irgendwie das Verhältnis von Maria und Jesus beleuchten, wäre interessant. Oder allgemein die Fest- und Feierkultur zu biblischen Zeiten, das würde, glaube ich, etwas hergeben, würde aber definitiv den Rahmen von diesem Gottesdienst sprengen. Ich möchte in den nächsten Minuten lieber den Fokus darauf richten, hey, was hat die Geschichte von vor 2000 Jahren, was könnte es allenfalls hier und heute auch noch mit uns zu tun haben. Und wenn man auf diesen Fokus auf die Geschichte schaut, dann ist nicht nur spannend, was passiert, sondern auch, was eben gerade nicht passiert. Oder über was eben gerade nicht berichtet wird. Wir hatten vorher die Aufzählung von Wundern. Es waren viele Wunder von Jesus dabei. Heilungsgeschichten, Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hörend, Brotvermehrung, Totenauferweckung, über das Wasser laufen. Ganz viele Wunder. Häufig waren das so grosse Geschichten mit viel Publikum drumherum, viel Staunen, grosser Applaus. Manchmal hat Jesus auch, wie berichtet, noch so irgendeine eine Symbolhandlung gemacht. Beim einen Blinden so ein bisschen Dreck vom Boden aufgenommen, in die Hände gespeuzt, Brei gemacht, dann mit den Augen geschmiert und nachher hat er wieder gesehen. Würde man so salopp sagen, grosses Kino. Ja, grosses Kino. Das war nicht immer so, aber meistens. In dieser Geschichte, die wir heute Morgen gehört haben, ist es ganz anders. Es bekommt niemand mit über, wie das Wasser zu Wein wird. Und ausser die ganz wenigen, die direkt neben Jesus hocken, bekommt auch niemand mit über, dass Jesus etwas mit dem zu tun hat. Weder der Bräutigam, noch der Chef des Service, noch die feierende Meute bekommt mit, dass da ein Wunder ist passiert und dass das etwas mit Jesus zu tun hat. Sie sind einfach froh, dass das Fest weitergeht. Jesus sucht hier offensichtlich nicht die grosse Bühne, obwohl sie sich anbieten würde. Ich habe mir das so überlegt, wir waren den Sommer mit der Metal Church an 3 Festivals präsent. Ich stelle mir ein Metal Festival vor, wo am 3. Tag das Bier ausgeht. Hey, Katastrophe. Und jetzt kommt einer und macht, dass plötzlich aus allen Wasserhähnen eben nicht mehr Wasser kommt, sondern eben der Hopfentee und Gerstensaft. Hey, das wäre für Besucher wie für Veranstalter ein Held, mindestens. Das wäre schon fast Gott.
Das passiert in dieser Geschichte alles nicht. Das Wunder geschieht im Verborgenen. Man merkt nur die Auswirkungen davon. Und das wäre für mich ein erster Gedanke für das Tischgespräch. Ich habe mir sagen, es gehört dazu, Sauerei, dass es ein Tischgespräch gibt, wo wir jetzt starten. Nämlich die Frage nach diesen verborgenen Wundern. Was denkt ihr? Gibt es auch heute so verborgene Wunder und was bräuchte es denn, um die zu erkennen? Oder anders gesagt, gibt es Sachen in meinem Alltag, in meinem Leben, die ich mir nicht wirklich logisch erklären kann. Und wie erklären wir sie denn? Hat es dann für mich etwas mit Zufall zu tun oder mit Schicksal? Oder ist am Ende Gott dahinter? Ich würde euch gerne noch mitnehmen auf einen zweiten Gedanken. Und der hat indirekt auch mit dieser Aufzählung der Wunder vom Anfang zu tun. Krankenheilung, Hungernde satt machen, Tote auferwecken, das sind feindliche, einschneidende Geschichten. Hier geht es um ein Fest, wo der Wein ausgeht. Oh, blöd. Sicher auch ein bisschen peinlich für einen Gastgeber, aber nicht hochdramatisch. Es geht ja in dieser Wundergeschichte von heute Morgen nicht ums Lebige. Und man könnte sich zu Recht fragen, hey Jesus, gibt es nichts Wichtiges? Ja, also ich meine, es ist ja wunderbar, wenn man an einem Fest nach dem zweiten Tag auch noch einen dritten weiter saufen kann, aber hey, kein Sturm zum Stillen, nicht irgendwie 12 Aussetzungen zum Heilen in diesem Moment. Ja, kann man fragen. Offensichtlich nicht. Und das ist für mich eine der Kernaussagen in dieser Geschichte. Nämlich die, dass, nein, Jesus ist nicht nur für die grossen Krisen im Leben zuständig. Er interessiert sich nicht erst dann für den Menschen, wenn es ans Lebige, wenn es ans Eingemachte geht. Nein, in dieser Wundergeschichte zeigt sich uns ein Gott, der auch die guten Zeiten miterleben will. Ein Gott vor Freude, ein Gott vor Fülle, ein Gott vom Feiern. Ja, wir haben einen Gott, der sich auf und an die Seite der Kranken, der Schwachen, der Benachteiligten, der Unterdrückten, der Armen und der Traurigen stellt. Jawohl, so einen Gott haben wir. Aber nicht nur. Er stellt sich genau gleich an die Seite oder auf die Seite von denen, wo es gut geht. Auf denen, die gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Auf denen, die können und wollen feiern und festen und Freude haben. Jesus interessiert sich auch für unsere vermeintlichen Belanglosigkeiten im Leben. Und nicht Weltbewegendes, nicht Existenzielles interessiert ihn, wenn es uns interessiert. Und ja, ich darf an einem Sonntag um schönes Wetter bitten, weil das im Moment für mich wichtig ist, auch wenn in der Ukraine immer noch Krieg ist und im Mittelmeer immer noch Menschen auf der Flucht vertrinken. Jesus interessiert sich auch für die kleinen Anliegen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es mich sehr spannend, wo die Geschichte in der Bibel steht. Und zwar vorher gehört, sie ist im 2. Kapitel vom Johannesevangelium. Also ziemlich am Anfang von dem Buch. Ich weiss nicht, wenn ihr es habt, wenn ihr ein Buch leset. Wenn ich ein Buch anfange, was mich so auf den ersten 20 Seiten nicht wirklich packt, dann wird schon kritisch, aber wenn vielleicht der Schreibstil und so gut ist, dann gib ihm noch mal eine Chance, so 10 Seiten lang. Und wenn dann immer noch nichts ist, dann lege ich es weg. Weil es wird ziemlich gleich mal klar, in welche Richtung es geht. Das Gleiche bei einem Film. Wenn ich einen Film anfange zu schauen, dann kann man ja
am Anfang schon ziemlich gleich einschätzen, in welche Richtung das geht. Also man weiss nicht das Ende natürlich, aber ich schaue Filme, es säckelt Pony über das Feld, gut, ist wahrscheinlich ein Western und am Schluss reitet der Held in Sonnenuntergang, so in diesem Stil. Also man kann doch schon ein bisschen etwas davon vorwegnehmen auf den ersten wenigen Seiten oder in den ersten paar Minuten. Und entscheidet nachher, schaue ich weiter oder tue ich im Zeitalter von Netflix halt den Wechsel. Hier wird im 2. Kapitel vom Johannesevangelium eine sehr deutliche Aussage gemacht. Ich, Jesus, interessiere mich umfassend für dein Leben, sogar für die belanglosen Aspekte. Ich bin nicht nur zuständig dafür, zu retten, wenn es ganz übel ist, wenn es ums Leben geht, sondern auch, um mit dir auf der Festbank zu hocken und noch eins zu nehmen und schauen, dass das Fest noch ein bisschen weitergeht. Und dass das so früh in diesem Buch klargestellt wird, ist für mich ein ganz starkes Indiz dafür, dass das nicht einfach eine einzelne Episode ist, sondern etwas, das sich durch das grosse Ganze durchzieht. Eine Aussage, die über alles stimmt. Ein Gott, der sich im Menschen annimmt, der sich für den Menschen interessiert in allen Belangen, in den schwerwiegenden wie auch in den banalen. Ich wünsche uns allen, dass wir immer wieder und immer wieder neu dürfen den Gott entdecken. Den Gott, der präsent ist, der handelt. Deutlich sichtbar, aber auch im Verborgenen. Ein Gott, der sich für uns, für unsere Mitmenschen, ja für alle Menschen interessiert. In den grossen Sachen des Lebens. Ein Gott, der spürbar und erfahrbar ist, wenn es um das Leben geht, wenn es ans Eingemachte geht. Und in den guten Zeiten einfach nebendran auf der Festbank hockt und sagt: «Hey, der mit dem Wetter, den habe ich gehört. Weisst du was? Und wir nehmen noch eins. Und dann erzähl mal, wo du so dran bist.» Amen.